Liebe Harmonika-Freunde, heute ist der Lars bei mir, der Fuchs, gell? Auch Fuchs. Wir sind nicht allein, Nein? genau, aber der Lars spielt seit Oktober jetzt Harmonika, halbes Jahr. Ja. Und heute ist der Lars da, er hat eine Leihharmonika gehabt seit Oktober, gell? Genau. Und heute haben wir gesagt, du willst einmal verschiedene durchprobieren, verschiedene Harmonikas. Und da wollen wir euch heute ein bisschen mitnehmen. Wie es am Lars geht beim Üben, er hat sich ganz schön einen Ablaufplan, bis auf ein paar Ausnahmen, gell? Wieder? Bis auf ein paar Ausnahmen hast du schöne Ablauf. Schönen Ablaufplan. Bleib dabei. Auf jeden Fall. Genau. Und Lars, von wo bist du? Ich komme aus dem Rheinland, zwischen Koblenz und Bonn. Wie lange fährst du hierher? Bis hierhin fahre ich 7,5 Stunden. Okay, also warst du eine Reise mit, da? Wieder? Heute gefahren, gell? Nee, gestern. Ich bin gestern bis Nürnberg gefahren und fahre jetzt später noch weiter zum Großvenediger, hab dann eine Tour. Und nächste Woche gehen wir zum Ski. Ah ja, schön. Dann kann man es verbinden mit Ja. Urlaub. Und wie alt bist du? Ich bin 53 Okay, fleißig. Und zu spät angefangen. wir spielen jetzt einmal einen Ablauf, weil wir heute sind erst schön gefangen, das klappt schon sehr gut. Also wir haben jetzt schon ein bisschen Glück, dass wir ein bisschen sind wir schon schwitzen, gell? Ja? Aber wir starten mal mit Hans einmal, gell? Ja. 1, 2, 3. Gut. Das erste Lied haben wir schon. Die Lieder sind relativ kurz, gell? Ja. Aber wie tust du damit merkst du von die Lieder, dass du das merkst? Nicht immer so einfach, oder? Spielen. Also ich kann mir die Namen nicht so gut merken, aber vom Spielen her, also die Melodie kann ich mir gut merken. Melodie. Ja. Genau, also ich habe ihm jetzt an Lars ab und zu die Melodie vorspielen müssen. Und dann hat sie da, gell? Ja. Dann hat man sie wieder drin. Genau. Und dann machen wir gleich das zweite Lied. Das ist Start. Das ist so. Okay. 1, 2, 3. Ja, es läuft noch gut. Lars, du spielst im Steg, ja? Ja. Lieber wie im Sitzen. Ja, auf jeden Fall. Marschierst du dann immer so durchs Wohnzimmer? Ich Oder? marschiere durchs Wohnzimmer. Ich kann nicht im Sitzen telefonieren und ich kann auch nicht im Sitzen spielen. Was machst du beruflich? Ich habe einen Hausbaubetrieb. Ich bin Zimmermeister und wir bauen 19 Rabenhäuser vom Entwurf bis zur Umsetzung. Ja, und das hier ist ein richtig feiner Ausgleich. Ja, du hast Also schöne gut für die Ausgleich, ja. Nach der Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Und du hast schon erzählt, nervös bist du sonst eigentlich nie, ja? Oder Nee, nie? nur hier. Nur hier. Aber ich finde, das klappt relativ gut. Und das Ja. geht jedem immer gleich wie die Kamera und vor dem Film. Genau. So, das nächste Lied, das geht kurz weiter, weil das muss ich ja empfehlen, der Ablaufplan, wenn man sich schön dran hält, nicht, dann sagst du hast ja ab und zu mal anders probiert, gell? Ich habe aus Karnevalsgründen ein Trömbelchen gelernt und zu Weihnachten habe ich ihr Kinderlein kommt gelernt und da habe ich ewig dran gearbeitet und ja, also bleibt auf dem Ablaufplan ziemlich sicher dabei. Macht viel mehr Sinn. Es baut aufeinander auf, also ist total logisch und der Aha-Effekt ist da und vor allen Dingen habt ihr viel mehr kleinere Erfolge. Könnt viel schneller, viel mehr Lieder legen. Und dann tut man es ja ein bisschen schwer und leichter. Weil Ja, man hat so genau. das Grundkonzept und auch immer wieder, wenn manche sagen, der Boss ist schwer, wenn man den Hansel noch den ersten paar gut kann, das baut dann zwar auf und man tut sich dann auch beim nächsten weiter. Wir Die machen Läufe wieder, ne? immer wieder die gleichen Griffe. Wir machen jetzt das nächste Lied, das dritte. Schauen wir mal, wie viel das wir schaffen heute. Ein Susi-Parisch, ne? Das ist ja. Okay. 1, 2.
genau, das ist der schließlich ein richtiger Fuchs, gell? Oder? Ja, ein richtiger Fuchs. Kann man sagen. Aber ja auch, ne? Da muss ich vielleicht nicht kurz sagen, du hast Steirisch ja nicht gespielt. Nein. Also du hast jetzt vor einem halben Jahr, wer das Video später sieht, vor einem halben Jahr spielst du jetzt, gell? Ja, ich habe 3. Oktober Kontakt zu dir aufgenommen und dann hast du mir die Kiste rausgeschickt und dann habe ich. Wie war das? Du wolltest das lernen oder wie bist du auf das gekommen, auf die Idee? Ich wollte das schon immer mal lernen und ja, keine Zeit, Beruf und weiß der Geier was und alles wichtiger, Skifahren, Bergsteigen, weiß der Geier. Ja, und zum 40. hat meine Frau mir einen Gutschein geschickt für einen Akkordeonkurs, den hat man auch nie eingelöst. Und jetzt haben wir im letzten Jahr nochmal für uns gebaut. Das Haus war fertig und habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn ich die Zeit jetzt von dem Haus, die ich in das Haus investiert habe, nicht woanders dahin packe, dann fällt die wieder 1:1 in Betrieb, in die Firma rein. Und das wollte ich auch nicht. Und da habe ich gesagt, ich gehe es jetzt an, probiere es. Was kann passieren? 120 € und mehr war ja das Risiko nicht. Genau, wie bist du auf uns gekommen? Ich habe gegoogelt. Im Internet. Da findet man uns ja zum Glück recht schnell. Die typischen Verdächtigen finden wir ja da schnell. Und ja, ihr habt mir am besten gefallen. Der Name hat auch noch verpflichtet. Genau. Und so sind wir dann halt in Fieberbrunn beim Zierfuchs gelandet. Na schön. Und dann hast du im Oktober geschrieben. Ja. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt, oder? Ja, ja. Wir haben Kurz geschrieben, ein paar kurz Fotos geschickt, geschrieben oder? und- Ja, ja, ging. Dann schickst du ihm ein paar Fotos raus, was aktuell verfügbar ist. Wir haben ja echt viele Instrumente. Und dann hast du alle ausgesucht, die haben wir dir geschickt, gell? Genau. Und dann haben Ein wir paar dann geübt und dann waren wir Weihnachten nochmal hier und da konnte ich mich aber von meiner Moni nicht trennen. Dann haben wir die wieder mitgenommen. Aber jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, doch mal was anderes auszuprobieren. Und deswegen sind wir heute. Genau, umso weiter man dann auch ist, umso mehr merkt man dann auch die Unterschiede Ja. zwischen den Instrumenten, Luftverbrauch, die ganze Anspruch, das Handling. Und da ist dann aber gut, wenn man mal zuerst übt, das machen wir immer Simulans aus der Instrumente. Also ich würde immer empfehlen, am Anfang mal die ausleihen, einfach da, wo man gewohnt wird, nicht gleich kaufen und mal halb selber nicht mieten. Schauen, da klappt das, bleibt man dran. Die meisten bleiben dran, gell? Man wird dann richtig süchtig. Also bei mir schon, ja. Und wenn es dann klappt, wenn man mal 10 Liter kann, sage ich mal so ganz grob, 5 bis 10 Liter, dann kann man wirklich mal vorbeikommen und wir haben halt eigentlich alle Hersteller da und dann kann man wirklich mal verschiedene durchprobieren, vom Handling, vom Griffstock, von der Ansprache, vom Klang. Ich meine, da gibt es nicht eine, was die beste ist, das ist so, man muss das einfach probieren und dem anderen liegt das, dem anderen liegt das und das ist halt total fein und dann, genau, man kann irgendein passendes Instrument suchen. Jetzt spielen wir das nächste Lied, sind wir aber, da haben wir schon 3, haben wir schon. Da haben wir die Installer. Die Install und gleich die Dinge. Es waren jetzt 2, es war die Install und die Dingle. Ja. Ich finde das Wahnsinn. Einfach auch alles auswendig. Du hast nur steinische keine Noten, keine Griffschrift, nichts. Ja. Nein. Hat das am Anfang gleich geklappt? Von Anfang an nicht. Ich kann ja keine Griffschrift. Ich weiß. Aber hättest du das so geglaubt, dass es so schnell klappt? Auch? Naja, aber ich nicht. Am Anfang nicht, ja. Da probiert man es einmal und man denkt sich, geht das mit Merken alles und so, gell? Aber wir sitzen da und spielen auch. Wenn der erste Ton, ersten 2 Töne kommen, dann weiß man, was geht. Man entwickelt da die Gehör. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Du hast aber früher schon mal was gespielt. Du hast es Ich habe von 12 bis 16 probiert, ja. Orgel gespielt. Okay. Genau, so ein bisschen musikalisch schon. Ja, ja. Das hilft dann oft schon ein bisschen, wenn man glaubt, das ist ewig lang her, aber irgendwie hat man es da ein bisschen drinnen. Genau. Ja. Es war mal nur ein Lied, ich würde sagen, das links, rechts, hä? Links, rechts. Will gut aufpassen, weil es ein bisschen eng ist hier. Ja. 1, 2, 3.
kurzen sind nicht länger, oder? Die kurzen sind nicht länger. Jetzt mal ganz kurz, muss ich was zu unserer Harmonika kurz erzählen, weil das sieht recht schön aus. Das ist wie so entweder Bruder und Schwester oder dunkel und hell. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Kommen wir die Formel? Welche euch besser gefällt? Weil es ist immer Geschmackssache. Die helle oder die dunkle. Sie sind im Grunde sehr, sehr ähnlich. Vom Aufbau von allem. Ist ja, von Kärntnerland sind beide jetzt die Platin-Serie mit den Amana-Stimmzungen, Holzecker, Holzbohrten, Holzverdecker und beide. Also wirklich die zwei Leder eng gefräst. Also wirklich das sehr, sehr ähnlich. Nur das ist ja Ahornholz, also Ahorn. Genau, die helle mit dem Kontrast mit den braunen, wo ich persönlich auch sehr schön finde. Und das ist halt alles dunkel. Genau, also das ist wirklich, ist cooler. Ja, also der Ball, alles gleich, die Knöpfe. Man findet aber trotzdem die Knöpfe, alles dunkel ist. Genau. Ja, könnt ihr mal reinschreiben, was euch jetzt so besser gefällt. Genau. Und wir machen jetzt das nächste Lied, das ist der Daigetsch-Kambolzer. Das ist so. Wollen wir den? Eins, zwei. Der Daigetsch-Kambolzer war das auch ein Stück, wo man viel lernt, wo wichtig ist, dass man es nicht auslässt. Man tut gerne ein bisschen wieder auslassen, aber wenn man merkt, bei dir nichts von der Nervosität. Also relativ locker einmal. Alles cool. Hast du schon ab und zu vielleicht einen Auftritt gehabt? Irgendwo oder meistens nur für dich oder auch schon mal für. Für mich schon zum Geburtstag. Aber ganz klein. Aber schon auch, genau, das ist schon immer gut. Und vom Haus auch schon mal, oder? Bitte? Vom Haus? Ja, im Waffen. Das ist ja auch ein kleiner Auftritt. Dann kann ich schon reinlaufen. Auftritt von den Nachbarn. Das Ja, ist ja. 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 Und wenn du nie Harmonika spielst, hobbymäßig gerne Familie wahrscheinlich, oder? Familie, viel Bergsport. Sommer und Winter. Hochtouren im Sommer, viel Skifahren im Winter, Skitouren. Also ich gehe jetzt von hier auf eine Skitour zum großen Linie. Das haben wir hier noch. Das Perfekt. haben wir noch nicht, wissen wir. Ja. Müssen wir. Du gehst in Venedig, oder? Wir gehen mal. Ja, ja. Wir gehen's mal. Ja, es sind halt einfach schöne Hobbys. Und wenn man dann machst, dann einen Traktorski da dann heimkommt, dann nimmt die Harmonika. Was gibt dir da so viel? Ja, wie gesagt, also beim Sport habe ich immer noch Zeit, über irgendwas nachzudenken. Also bei mir geht es dann einfach darum, wenn ich eine Auszeit vom Geschäft bekomme. Beim Sport kann ich immer noch beim Laufen oder bei der Hochtour. Nicht mehr telefonieren? Ja, nee, das nicht, aber ich kann immer noch über Sachen nachdenken. Weil wenn ich mit dem Honig spiele, dann ist Ende. Also sobald ich an was anderes denke, bin ich verkehrt. Ja, also die haben direkt die rote Karte und feiern und das ist, also mir tut's ganz gut. Also meine Frau stellt es auch fest, also sobald ich dran bin, 10 Minuten Spiel ist da aufgefallen. Das ist Also es ist ja echt, nebenbei noch ein guter Nebeneffekt, außer dass er einen Spaß macht. genau, einfach ein schöner Ausgleich, gesund ist. Also eigentlich wird wirklich, wer jetzt zuschaut, wenn man keine Harmonika zu Hause hat, eigentlich auch Harmonika gehört in jeden Haushalt. In jeden Haushalt, ja. So sagst du auch, oder? Ja. Und man nimmt es dann einfach Müsste es aber auch mit dem Partner abklären. Ne? Meine Frau ist ab und an schon mal was eifersüchtig. obwohl die sind ja eh froh, wenn man ein Hobby hat, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also von der Harmonika einfach sich. Okay. Und das nächste Lied, wir haben ja hier den Ablaufplan, lass uns überlegen, da jetzt schauen wir jetzt die Kreuzberg-Polka. Den Kreuzgriff. 1, 2.
die Kreuzbergpolka. Genau, wir sind da im Unterrichtsraum, hab's vielleicht schon gesehen, Harmonikausstellung, genau da, wo getestet wird, wo unterrichtet wird. Also wer da noch nie gewesen ist, gerne auf Besuch vorbeikommen. Und ja, nicht schlecht so wie. Also schon gut. Schön, dass ihr mit dabei seid, ja. Du aber auch. Die wollen schon, die wollen, ja. Du bist auch nicht schlecht. Ja, das Begleiten, wenn man das Begleiten viel macht. Ja. Und dadurch, das muss man als Begleiter viel üben. Und wenn viele Schüler kommen, dann tun wir immer begleiten. Und dann, das kann man dir auch machen. Das Gehör wird immer ein bisschen besser, oder? Merkst du schon ein bisschen das Gehör? Mit den neuen Liedern tust du jetzt schon leichter, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Paul in St. Gaula, so 2-3 Tage ist das groß drin. Dann Ich finde auch am Anfang, wenn es am Anfang nicht aufgeht, wenn es am Anfang mal schwer ist, die ersten Lieder ein bisschen mit Bass, oder? Aber es wird dann schon besser ja, mit jedem Lied. Und die beim Bass gibt es ja auch mehr Varianten immer. Ne? Bassläufe und die ganzen Also, man Sachen. muss ja immer einen ganz schweren schieben. Na, genau. Ja, dann würde ich sagen, Paul, oder? Ja. Paul, genau. Fürs Retten. Naja, ich hab die, glaube ich, rausgebracht mit Singen, glaube ich. Ja. Weil wer singt zu Hause ab und zu? Bitte? Zu Hause singt der auch ab und zu, wer, oder? Bei dem Lied. Ne, ja, meine Mutter, aber die darf nicht. Nee, also ich kann mich Aber da haben wir ja so ein schönes, da haben wir so ein schönes Liederbuch, wo man mitsingen kann, ja. Ja, genau. Und dann, anders sagst du immer, sie darf nicht mitsingen. Ja, Mann. Aber sie singt trotzdem nicht. Aber das ist schön, du machst so viel Freude, gell, Leute. Auf jeden Fall, also die ist größter Fan. Wenn man dann ein paar Lieder spielt und so. Ja, ist schon cool. Und so, ungefähr so in dem Level ein paar, 2-3 letztes noch, glaube ich, ja. Aber so ziemlich so, bei dem Stand bist du jetzt im Ablaufplan, oder? Als nächstes kommen so die Sterne, Genau. der Polsterwagen, die Storregler, Fingerüber. Singmeldung. Und dann- Du machst auch, oder? Ja. Was gefällt dir dem Lernen? Weiß ich, wir waren für Tiefschriftlehrer, was gefällt dir denn mit Video lernen? Was gefällt mir im Video lernen? Ich kann das nachts um
5 oder morgens um 5 machen, ich kann es abends um 11 machen, ich kann es sonntags machen, ich kann es samstags, ich brauche keinen Termin auszumachen, habe ich genug. Und ich kann es halt so oft wiederholen, wie ich es möchte. Bin also auch beim Lernen selber nicht nervös, weil der Lehrer vielleicht irgendwann verzweifelt oder so. Ja, aber das ist in den Loop bringt, ja. Den Und dann kann Loop man rein- wirklich so 50 Mal mitspielen. Genau, und ja. Und ich habe mal gesagt, gerade der Lars das erste Mal jetzt beim Josef fast das letzte Mal, oder? Beim Bruder. Ja, genau. Da war mein Bruder, heute das erste Mal bei mir. Und das hat mich immer wieder fasziniert. Ich habe mir gedacht, ohne Unterricht, Kontrolle geht's nicht. Das glaubt man manche Schüler. Und dadurch, dass du immer mich hörst, wir sitzen ja immer Ja, zusammen. ja. Immer. Das ist wie ein Kinder eine Sprache lernen. Und da kommt der Lars und ich finde, das passt auch vom Rhythmus. Natürlich wird man ab und zu gern zu schnell, ja. Aber das Grundding passt. Also da habe ich früher Schüler gehabt, die waren jede Woche bei mir und da habe ich jede Woche sagen müssen, nicht so schnell spielt, wie sie sagen, man bessert das halt immer aus, aber der Schüler geht nach Hause, nach einem Tag hat er es meistens vergessen, dann spielt er wieder nach Griffschrift 3-mal zu schnell. Es ist halt schwierig, weil man vergisst es dann wieder. Und dann, man übt sie Fehler ein, man übt sie kurze Noten ein und dann muss der Lehrer das alles ausbessern. Und da ist meine Erfahrung jetzt halt auch, da machen wir es mit den Lernvideos, es ist schon sehr gut, weil man halt auch immer zu Hause das anhören kann, mitspielen, du musst das ja anhören. Oder? Anders dann kommt man nicht dran. Man muss das hören und hören ist halbes Lernen. Und wenn man halt viel hört, dann weiß man schon, wie es klingen soll und dann tut man es auch viel leichter. Ja. Und wenn man schon klingt. Ah, voll cool. Ja, jetzt sind wir auf die durch, oder? Ja. Oder hast du mal noch Lied, hast du noch irgendeine. Ich glaube, das ist. Was hast du noch gespielt da? Einmal geht's noch, oder? Einmal geht's noch. Ende gut. Das Alles war gut. einmal geht's noch, beim nächsten Mal dann wieder. Also, ich sage mal, Lars, dir danke, dass du gekommen bist. Auch fürs Schülervideo, weil das immer viel gefreut. Du schaust dir einmal gerne an, oder? Auf jeden Fall. Ich wusste gar nicht, dass es eins gibt. Ich bin tatsächlich überrascht worden. Schon, ja. Der Lars hat hier nebenbei schon ein bisschen aufgebaut, gell? Ja, auf einmal war es soweit. Genau, wer jetzt da Lust gekriegt hat, das mal zum Probieren, schreibt einfach eine WhatsApp, ruft's an und in 2 Tagen, 3 Tagen habt ihr eine Harmonika. Dann geht's los, echt. Also schreibt es, dann probiert es mal aus, 3 Monate. Der Kurs ist 3 Monate gratis, Harmonika, die 120, 0 Risiko. Genau, probiert es mal. Und wer schon fleißig übt, also gerne mal auch vorbeischauen, da könnt ihr ein bisschen durchprobieren. Wir werden jetzt ein bisschen probieren, gell? Ja. Also mal ein paar Kantonen durchprobieren, ein Sammer, eine Strasser haben wir da, Schmidt, Müller, Novak, also wir haben ja Bertuna, also gemischt, alles da, dann werden wir jetzt ein bisschen durchprobieren noch. Aber da schaut man jetzt dann wieder ab, das machen wir in Ruhe. Und dann werden wir uns eine schöne Harmonika aussuchen. Ja? Also danke fürs Zuschauen, Vierte, bis zum nächsten Mal, ciao.